Erstmal gucke ich mir das an, ob ich aber Lust drauf habe. Aber das über der Reifeisen, Stefan? Klar. Na, dann werden wir auch zu Ende essen. Es war nur ein Werbegeschenk. Da die so schön ist zum Schrauben. Darf ruhig dreckig werden, mir ist das dabei egal. Deswegen habe ich die jetzt an. Ich glaube, deine Jacke ist dreckig. Oh! Hat er nicht diese 6 mm Aufnahme für das schiere Teil? Ja! Drehzahl? Ja. Das stimmt, dann geht's ab. So, wir lassen das Auto jetzt noch mal kurz laufen, weil wir danach den Zahnriemen wechseln wollen. Und ich möchte jetzt nur einmal kurz gucken, weil wir haben ja jetzt alles hier getauscht und Vergaser und dies und das, dass das jetzt noch läuft. Nicht, dass wir jetzt nachher den Zahnriemen gewechselt haben, das Auto läuft nicht und ich denke dann die ganze Zeit, weil hier irgendwas dran verstellt ist oder so. Also vorher einmal kurz gucken. Erstmal kann ich auch sagen, ich habe noch keine Anleitung dazu. Ich werde erstmal gucken, ob ich es so schaffe. Damit man nur so beweisen kann, dass es jeder andere auch schafft, würde ich sagen, oder? Ja. Na egal, wir fangen einfach mal an. Als erstes nehmen wir erstmal dieses Rad hier ab. Weil hier hinter ist Kurbelwelle und alles. Dann hat man ein bisschen mehr Platz. Oder auch nicht. Oh, süß. Das ist die andere Hälfte der Schraube. Was machst du da? Ich schraube die Riemenscheibe runter. Was hier einfach drauf? Von der Kurbelwelle, damit ich am Zahnriemen dran komme. Das ist eine Riemenscheibe, die treibt bei diesem Modell nur eine Lichtmaschine an. Nein, braucht nicht. Braucht auch nicht. Ja, Da gehen wir ein bisschen Schwand drüber. braucht nur ein Scherz. Die sieht man nachher nie wieder, die bremst. Jetzt film das nicht, als hätte ich Ahnung davon. Haben Stefan seine Grenzen gefunden? Nee. Ich muss nur gerade einen Plan machen. Viel Erfolg dabei. Ich möchte jetzt den Zahnriemen ausbauen. Nein, ich möchte jetzt erstmal gucken, ob ich jetzt erst diesen blöden Schutz hier runter machen muss oder nicht. Der auf dem oberen Todpunkt steht oder nicht oder doch. Warum muss der Damit das? man das so nachher okay? wieder zusammenkriegt, weil die müssen ja beide immer auf der gleichen Position laufen und nicht unterschiedlich, ansonsten ist kaputt. Boah Junge, ich hab doch keine Ahnung, was ich da labern soll. Ja, hab doch auch keine Ahnung. Das war ich. So. Ja, dann. Ach, schon zu weit. So, wo wäre für mich jetzt hier die passende? Hier ist ein kleines Pünktlein. Pünktlein? Pünktlein. Warte, ich kann mal smart sein. Oh Gott. Markierst du es jetzt mit einem Edding? Nur alles für die Kamera. So, jetzt gucke ich aber unten. Und unten. Es geht nicht raus! Scheiße! Gib mal einen dicken Hammer! Achso, jetzt gucke ich nochmal. Da ich die gerade unten nicht gefunden habe. Vielleicht haben die das ja so smart gebaut und man kann die einfach von oben sehen. Das wäre natürlich. Was eine gequollene Kacke! Hä? Hast du das gegoogelt? Nein. Stimmt, ich hab's gegoogelt. Genau. Ja, wir Das wollen wäre ja jetzt aber mal. eigentlich wirklich mein nächster Einfall gewesen, auch von oben Der gucken. nächste Antwort wäre gewesen, den Döner zu bestellen. Oh! Apropos Döner. Stefan, das ist voll die Markierung. Doch nicht, ha. Doch, ha! Hast gefunden. Da ist die OT-Markierung. He. Kann es sein, dass du dumm bist? Oh. Oh, ich hab gerade eine E-Mail bekommen. Burger King möchte mir eine Goldkarte geben. So, jetzt kann man sehen, da ist die erste OT-Markierung von der Kurbelwelle. Mhm. Da ist die zweite von der Nockenwelle. Und jetzt können wir den Zahnriemen entspannen, indem wir die Wasserpumpe lösen. Danke, Google. Ja, halt's Maul! Oh, wie du weißt. Oder wäre ich jetzt selber drauf gekommen, Idioten? Auch ohne Google. Auch. Voll die Matte. Jetzt fallen alle ab.
versuche jetzt diese blöde, aber das habe ich eben schon mal gesagt, oder nicht? Nee. Dass ich diese Verkleidung abnehmen möchte, damit ich die Wasserpumpe gleich rauskriege. Wo habe ich denn die Schrauben hingelegt? Nee. Das Grün ist voll alt. Das sah professionell aus. Nö. So, und jetzt kann schon dieser scheiß Riemen runter. Komm doch raus, mein Kleiner. Der kommt. Für die Leute, die kommentiert haben, dass wir das ja nicht starten können wegen dem Zahnriemen, weil der so am Arsch ist. Ich sehe da noch nichts Poröses. Oder nichts Gravierendes. Da sah der Zahnriemen, der 15 Jahre auf dem A3 von meinem Bruder drauf war, schlimmer aus. Hier. Deine neue Ghetto-Kette. Junge, Ghetto-Natter. Ich weiß, wie weh das tut, wenn ich dir jetzt gleich mal richtig durchs Gesicht ziehe. Nicht werbefreundlich. Ich peitsche dich damit gleich aus. Wow, du warst schon smart. So, Das ist die Wasserpumpe. den Dreck hier wegmachen. Wasserpumpe, ja. Die eigentlich schlechter sein könnte. Naja, das Auto stand ja eigentlich auch nur die ganze Zeit und wir machen das, wir tauschen das ja einfach nur zur Vorsicht. Das ist einmal alles schöne neu. Was? Nein. Ich mache diese Dichtung eigentlich immer gerne mit ein bisschen Fett ganz leicht einstreichen, dass sie einfach nur nicht so viel, nicht so fest backt mit der Zeit. Und damit, wenn man, aber bei dem musst du das ja damit spannen, dass sie ein bisschen quasi geschmiert ist, nicht kaputt schleift und so. Vorher natürlich diese Dichtfläche, was du wahrscheinlich nicht gefilmt hast. Nee, habe ich wieder nicht. Komplett, die muss komplett blank sein oder darf keine Riefen oder irgendeine Scheiße vorweisen, weil sonst wird das nicht dicht. Ich habe das, keine Ahnung, mit einer Drahtbürste und mit einem quasi Akkuschrauber schön blank geschliffen. Sonst, oder dann wird das wieder schön dicht. Zu Hause kann man das, keine Ahnung, mit Schmiergelpapier oder so, was man halt zur Verfügung hat. Hauptsache es wird wieder schön dicht. Ich könnte dich gleich mal richtig anrülpsen. Danke. Das ist auch in deinem Drehbuch. Ja. Bei Minute 12 und 30 Sekunden. Okay. Zündkappe schon neu, Zündkabel neu. Oh, das war jetzt eigentlich entspannt, ey. Ist jetzt noch spannend. Ja, aber ich will erst noch einmal die links da, die Positionen abchecken, dass alles passt, bevor ich das jetzt alles hier wieder spanne und so ein Kack. Das passt dann nicht und dann können wir gleich nochmal unten am Kühlerwasser ablassen. Aber das Kühlwasser auch schon komplett getauscht. Oh, vielleicht noch normales Wasser drauf tun. Wird sogar jetzt wieder laufen. Mehr Arbeit, neuer Motor einbauen. So, jetzt drehe ich den noch mal ein paar Runden durch. Und drehe ab. Wie hab ich mir beschäftigt? So, den Zahnring haben wir jetzt gewechselt. Das war es eigentlich, mehr war das jetzt nicht, kein Hexenwerk. Ich würde mal sagen, wenn man eine Bühne hat und ein bisschen Geschick hat, denke mal, ist das in 2-3 Stunden erledigt. So lang? Also für Laien. Ich denke mal, das sollte jeder schaffen, der weiß, wie rum eine Schraube los und zugeht. Ja. Wir hoffen, dass das Auto läuft. Hey.